Habt ihr auch schon so Erlebnisse gemacht, wo ihr gedacht habt, jetzt bin ich, glaube ich, einem Engel begegnet? Ich erinnere mich sehr gut an eine Frau aus meiner Kindheit. Das war eine ältere Frau und sie war anders. Und jetzt anders kann ja sein, so ein bisschen komisch oder so, will ich lieber nicht zu viel damit zu tun haben. Aber bei ihr war es irgendwie so anders, wirklich anders als alle anderen, aber wohltuend. Und auch nicht irgendwie mega auffällig. Sondern sie war eine Person, die in ihrem Umfeld und bei Leuten, die sie meistens, glaube ich, gekannt hat, wie einen Dienst versehen hat. Und zwar ist sie von Tür zu Tür unter der Woche und hat so kleine Bibelverskärtchen abgegeben, meistens mit einem persönlichen Gruß drauf. Die sind manchmal so bei der Türfalle gesteckt, manchmal sind sie bei uns im Briefkasten gelegen und selten mal hat es geläutet. Und dann ist die Elisabeth eben vor der Tür gestanden und hat mit einem herzlichen Händedruck und vor allem einer unglaublichen Wärme in ihren Augen die Kärtchen übergeben. Und wir haben oft in unserer Familie dann am Nachttisch zusammen gesagt, die Elisabeth, sie war einfach wieder wie ein Engel. Das war so schön und wohltuend. Jetzt, ich weiss nicht, ob du das auch schon erlebt hast oder ob dir auch so Situationen in den Sinn kommen. Kannst du mal kurz überlegen. Bei mir gibt es sicher noch mehr so Situationen, wo ich gedacht habe, hey, diese Person, die ist jetzt wie ein Engel auftaucht. Was all die Situationen eigentlich so miteinander eins haben, ist, es ist jetzt nicht in den besten Moment vom Leben, wo man das erlebt, sondern meistens dann, wenn man es wirklich brauchen kann. Leute, die im richtigen Moment da sind, die dann mit der Ermutigung zur Seite kommen. Nicht aufdringlich, nicht übertrieben, nicht einem noch mehr belastend, sondern einfach so wohltuend, anders. Und Engel, das heisst eigentlich nichts anderes als Gesandter, kommt aus dem griechischen Angelos, Botschafter. Und natürlich sind sie nicht im eigenen Auftrag unterwegs, weil Engel sind immer gesandt von jemandem. Ihr Auftrag ist, eine Botschaft zu übermitteln, sondern, und ich würde sagen, das passt eben jetzt sehr gut zu unserer Serie, im Auftrag von der Liebe. Von der Liebe von unserem grossen Gott. Und die Serie, wo wir aktuell drinstehen, die heisst Abenteuer Sendung, angelehnt an unser Jahresthema, unterwegs im Auftrag der Liebe. So wie Engel Gesandte sind von Gott und manchmal Menschen schon fast engelhaft können, wie so erscheinen, so sind auch wir gesendet mit dieser Liebe von Gott, die können weiterzugeben. Und wir machen uns über das Gedanken. Und letzte Woche sind wir gestartet mit dem Joni Schneider zusammen in den ersten Teil und wir haben dort etwas entdeckt, nämlich, dass es doch eine recht grosse Aufgabe ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die so ein bisschen ältere Kinder unter euch haben, die hören das etwa mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die ganze Welt. Wie können wir das nur machen? Aber das Ermutigende ist, dass es in erster Linie nicht ist, dass Gott sagt, hey, weißt du was? Das ist eure Mission, ihr müsst jetzt das machen für mich. Er sagt, das ist meine Mission. Ich möchte die ganze Welt. Und ich bin der Mission verkörpert und ist und lebt. Und es ist mein Auftrag. Und ich lade euch dann mit ein. Und letzte Woche haben wir über die grosse, bewegende Liebe von Gott gehört, die er hat für die Menschen und wo er uns einlädt, mit einzustimmen, um Leute für ihn zu gewinnen. Und auch heute starten wir bei Gott. Aber wir schauen heute im Fokus so ein bisschen eine andere Persona von ihm an, von dieser Dreieinigkeit. Gottes Liebe ist so gross, dass er gesagt hat, hey, ich nehme den Weg selber unter die Füße. Ich werde selber zum Botschafter, sozusagen zum Engel. Nicht, weil es so viel besser ist auf dieser Erde, nicht, weil es so gut ist, und, also ich meine sowieso da im Nebel, da im Ahrtal und so, im Töstal ist es im Vergleich, wo ich daheim bin, zu Winterthur am ich auch. Nicht wegen dem, sondern weil das sein Herz ist. Weil er als erstes diesen Schritt machen will. Er kommt in unsere irdische Realität. Er kommt selber in die Niederungen von unserem Alltag, so sage ich es noch gerne. Eben genau so wie beispielsweise die Menschen, die einem in dem Moment an die Seite kommen, wo das Leben nicht gerade einfach high flying und happy clappy ist, sondern herausfordernd. Im Johannesevangelium ganz am Anfang wird es wunderbar beschrieben. Kapitel 1, Vers 14 heißt es, er, der das Wort ist. Und da ist jetzt ein Rückbezug auf Genesis, letzte Serie, am Anfang. Was heisst, das Wort hat Gott gesprochen und das ist eigentlich
Jesus verkörpert, schon bei der Schöpfung bei Gott. Und da heißt es jetzt im Johannes, er, der das Wort ist und gemeint ist, Jesus Christus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das ist Gottes Mission. Er verkörpert das selber und er macht den Schritt. Oder wie es ein Dozent von mir so schön gesagt hat, weil Gott mit uns Menschen kommunizieren will, wird der Mensch, wird wie wir und taucht ein in unsere Welt. Gott selber nimmt an unseren Lebensbedingungen teil. Hey, und das ist eine unglaublich gute Nachricht. Dass er sagt, ich will teilhaben, was ich will kennenlernen, wo ihr steht. Ich komme mit da drin. Meine Liebe ist so groß. Er sitzt nicht im Elfenbeinturm und eben sagt, keine Ahnung, wie das Leben auf dieser Erde wirklich aussieht. Und er sendet nicht einfach dich und mich und sagt, ich muss mir die Hände nicht dreckig machen. Er geht den Weg als erstes. Und er hat das gemacht, indem er in der Person von Jesus Christus zu uns kam. Und er lädt uns dann ein. Und so hat es auch mein Dozent gesagt, dem Weg des heruntergekommenen Gottes zu folgen. Dem Weg des heruntergekommenen Gottes zu folgen. Das ist ein bisschen provokant, gell? Da ist ein Wortspiel drin. Der Gott ist sich nicht schade, zum selber runterzukommen in unsere Realität. Oder wir sagen auch, step down like Jesus. So heisst nämlich der Titel der heutigen Predigt. Und da muss ich jetzt einen kleinen Exkurs machen in die Welt vom Fußball. Die mich kennen, wissen, ich bin ein grosser Fußballfan, begeistert. Und im Moment ein bisschen am Leiden, ja, der FC Basel im Hinterkopf als FC Winterthur-Fan. Aber egal, es gibt auch andere grosse Geschichten im Fußball. Ich meine nicht der FC Zürich. Aber ich nehme euch mit auf eine von früher. Und zwar ist der Predigtitel inspiriert von einer Fußballgeschichte. Step down like Jesus kommt aus dem Fußball und es gibt so Eigenheiten, die zu fixen Aussprüchen werden, wenn Personen bekannt sind für etwas. Wenn sie etwas besonders gut können, wenn sie auffallend anders sind, vorbildhaft könnte man sagen. Und der Titel ist inspiriert von einem Mann aus dem englischen Fußball, einem Held von meiner Jugendzeit, nämlich von David Beckham. Und ich habe noch ein Bild mitgebracht für das, um das zu illustrieren. In dieser Zeit, spät in den 90er Jahren, Anfangs 2000er, hat man sich nicht mehr gefürchtet vor nichts mehr in der Fußballwelt als vor dem, wenn der David Beckham so knapp aus am 16er, manchmal sogar 20, 25 Meter einen Freistoß nehmen. Und man hat gesagt, er kann etwas. Er bend it like Beckham, hat man dem gesagt. Also bügen wie der Beckham. Er konnte den Ball so mit einem Drall richtig Goal schicken. Und jetzt schaut mal euch die Angst im Gesicht von diesen Gegnern an. Ja, die haben das Herz und auch noch anders vielleicht in der Hose in dem Moment. Und ihr seht, seine Fußposition, das ist übrigens Adidas Predator Weiss. Den habe ich mir nicht leisten können, aber ich hätte ihn gerne gehabt damals. Den hätten alle gerne gehabt. Und der David Beckham ist vorbildhaft für das gestanden, dass er die Bälle so drehen konnte. Bandit heisst bügen wie der Beckham. Und es ist so ein fixer Ausspruch geworden, den man bis heute braucht. Es ist sogar ein Filmtitel geworden von einem Film. Sie haben ihn dann auf Deutsch übersetzt. Das machen sie so mit diesen Filmen. Kennt ihr, oder? Und wie es so ist, sie haben ihn dann auf Neudeutsch übersetzt, nämlich auch auf Englisch, aber das Wort Band versteht niemand. Darum heisst er dann Kick it like Beckham. Weil das verstehen wir. Was ich damit will sagen ist, wir gehen wieder weg vom Fußball. Aber vorbildhafte Taten können zu Vorbildaussagen werden, haben Vorbildcharakter, dass man sich daran inspirieren kann. Und es hat keinen grösseren Traum gegeben für mich als Bub, als wenn ich nicht so drehen wie der Beckham. Dann wär's schon gewesen. Aber wir orientieren uns heute an einem viel grösseren Vorbild. Und das soll uns heute inspirieren. Nämlich an einer Person, die die Weltgeschichte noch viel mehr als der David Beckham geprägt hat, über viel längere Zeit. Nämlich an Jesus. Und darum sagen wir heute, step down like Jesus. Und wir nehmen uns das zum Vorbild. In Gottes Mission einzuschlagen, heisst in erster Linie dem Vorbild von Jesus nachzueifern. Er verkörpert das. Und an dem wollen wir uns orientieren. Der Paulus schreibt das im Philipperbrief in einem meiner Lieblingstexte vom Neuen Testament, wo ich glaube, es sagt so viel darüber aus, wie wir als Nachfolgende unterwegs sein sollen. Und zwar ist das im Kapitel 2, ab Vers 5, und ist dann ein Gedicht. Und man nennt das den Philipper-Hymnus oder auch den Christus-Hymnus. Das will es eben eine Art wie ein Psalm oder ein kunstvoll geschriebener Text. Aber eingeleitet wird es noch durch einen normalen Einleitungssatz und den möchte ich euch hier vorlesen und habe den mitgebracht. Philipper 2, Vers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also, er stimmt sie eigentlich darauf ein und sagt, also passt auf, jetzt kommt etwas und das ist das Vorbild.
Das ist das Vorbild. Und dem wollen wir nacheifern. Und diese Haltung wollen wir einnehmen im Umgang miteinander. Und dann kommt der wunderschöne Hymnus. Und der Hymnus zeichnet sich aus, sprachlich, dass er symmetrisch angeordnet ist. Und im Text drin sieht man dann eigentlich einen Abstieg und wieder einen Aufstieg. Und es heisst dann dort, er, wo Gott allem gleich war, auf einer Stufe mit Gott gestanden ist. Er, Christus, hat seine Macht nicht zu seinem Vorteil ausgenutzt. Nein, im Gegenteil, er hat auf alles verzichtet und hat sich auf die gleiche Stufe wie einen Diener gestellt. Das ist so ein paar Stegentritte ab. Diener. Und dann geht es weiter. Nein, er ist sogar ein Mensch geworden wie alle anderen Menschen, wie du und ich. Und dann geht es noch weiter runter, aber er hat sich noch mehr erniedrigt. Im Gehorsam gegenüber Gott hat er sogar den Tod auf sich genommen und er ist am Kreuz gestorben wie ein Verbrecher. Abstieg, 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 Abstieg. Und dann kommt nachher ein Lobesgesang auf Christus, dass er durch den Weg, den er gegangen ist, von Gott erhöht wird. Name über allen Namen zu der Seite von Gott sitzen kann. Das ist das Vorbild. Freunde, das ist der Weg, den wir einschlagen sollen. Das ist seine Einladung. Christus ist gekommen, um für die Menschen da zu sein. Es heisst in dem Text, er ist gekommen wie ein Diener. Gekommen, um zu dienen. Step down like Jesus heisst, ihm nachzueifern, im Dienst an den Menschen um uns. Und das zeigt nicht nur der Text von Paulus, sondern das zeigt das Beispiel vom Leben von Jesus, dass er genau das gemacht hat. Dienen ist damals übrigens nicht ganz so populär wie heute. Ich meine, auch heute noch. Ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die irgendwo in der Gastwirtschaft zum Beispiel oder auch im Hotel oder in dem arbeiten. Das sind harte Jobs. Oft bist du lange auf dabei. Gleichzeitig ist es auch ein Businessmodell geworden. Du kannst dich heute top ausbilden auf Hotelfachschulen und so weiter. Damals war es noch ein bisschen anders. Der Diener war eine andere Kaste, ein anderer Rang. Der war niederer. Nichts, mit dem man sich geschmückt. Aber Christus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Und wie das so ist, oder? Jeder Gesandte hat eben eine Botschaft, wie die Engel. Oder? Und man repräsentiert das. Und oftmals repräsentiert man das eben ganzheitlich. Also nicht nur in den Worten, die man sagt, sondern mit dem ganzen Sein. Darum sagt man auch so gern, Äußerlichkeiten reden oft mehr als die Worte. Taten reden mehr als Wort. Und so ist es auch sehr oft für mich spannend, wenn ich so dann unterwegs bin, zum Beispiel wieder mal eine Bankberatung mir muss. Jetzt ist es ja kein Wunder, dass der Banker so wunderschön angelegt kommt, nicht so wie ich jetzt da morgen so leger, sondern schön zugeknöpft. Ich war auch mal Banker gewesen, by the way, mit 16, mit dem Schlick am Schalter. Du repräsentierst, was du bist. Hey, wenn du bei uns Geld anlegst, dann kannst du nachher auch so schöne Kleider anlegen. Oder wenn du vielleicht die Person bist, die auf dem Markt einkaufen. Ich meine, das Beste ist, wenn der Landwirt, der dort das Gemüse verkauft, wirklich direkt geht, so mit den dreckigen Hosen vom Feld kommt. Hey, natürlich, heute Morgen geerntet jetzt da bei dir, oder? Kannst du es gerade haben. Das muss kongruent sein. Was du verkaufst, muss irgendwie passen. Und bei Jesus ist das definitiv so gewesen. Er hat das gelebt. Wir kommen da Stellen in den Sinn von der Fußwäschung, wo er als Rabbi, als Gelehrter, seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ein Akt von der Demut, ein Akt vom Dienst. Und er hat gesagt, aber ich mache das. Das war kontrastreich. Das war anders. Man könnte sagen, das ist eine Art so wie ein Upside-Down-Kingdom. Ein auf dem Kopf stehendes Königreich, das er verkündet hat. Er ist ja auch als König gekommen irgendwie, aber das ist anders dahergekommen. Ein anderes Beispiel, wo man das sieht in seinem Leben, ist sein Umgang mit den Kindern zum Beispiel. Lass Kinder zu mir kommen, ihnen gehört das Himmelreich. Sie haben mehr verstanden von dem als viele andere. In einer Zeit, wo die Kinder nicht an der Erwachsenengesellschaft teilgenommen haben, sondern eher auf der Stufe der Haustiere und von den einfach weiteren Gesindel, die noch rum waren, teilgenommen haben. Das war anders. Die Verstoßenen haben Platz bei ihm, die Kranken, die Ausgestoßenen. Es war sehr anders und trotzdem anziehend, anscheinend anziehend. Sonst hätte es nicht so eine Wirkkraft entwickelt über die vergangenen Jahrhunderte, Jahrtausende. Was oft ja ist, eben, wenn es anders ist, denkt man, das muss man dann mega präsentieren, es muss besonders laut kommen, es muss demonstrativ und überall. Und Jesus hat so Anzeichen schon auch gehabt, aber im Fall nicht nur. Sondern etwas, was es ausgemacht hat bei ihm, ist, dass er hat sehr oft gesagt, hey, bitte erzählt jetzt niemandem von dem, was ich da gemacht habe. Es ist so auch ein bisschen bedeckt. Und so ein Wortspiel, das mir dazu sehr gefällt, ist, das Reich von Gott und das, was er verkörpert hat, ist eben unspektakulär spektakulär. Es ist nicht einfach laut, Spektakel, Lärm, schauen alle an, auf den Hauptmedien im Kanal, sondern es ist ein Paradox.
Es ist oft unscheinbar, aber entwickelt eine unglaubliche Kraft. Und so hat Jesus von dem Reich, das er verkündet, geredet. In diesen Gleichnissen, die er erzählt hat, vom Himmelreich, da gibt es ganz viel. Zum Beispiel eins, was mir besonders gefällt. Im Moment habe ich ein Kinderbuch dazu, zum Erzählen mit meinen Kindern. Das ist das Gleichnis vom Senfkorn. Das heisst, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Und die von euch, die schon mal eins gesehen haben, ich habe leider keins dabei, es würde aber auch nichts bringen, ihr würdet es eh nicht sehen. Das kannst du so im Finger nehmen und du siehst es nicht mehr. Das ist ein ganz kleines Samenkorn. Hat aber eine unglaubliche Entfaltungskraft und kann in die Höhe schiessen. Und er sagt, das Himmelreich ist wie das, unscheinbar. Du siehst es nicht, fällt oft gar nicht aus. Nicht mega auffällig. Aber wenn das sich entwickelt und entfaltet, dann ist das ein Lebensraum für ganz vieles. Dann kommt Leben rein, dann gibt das Schatten, dann gibt das Frucht, dann gibt das einen Ort, wo man sein kann, dann gibt das Wurzeln, gibt das Halt. Unspektakulär, spektakulär. Oder die Bilder, die wir auch verwenden als unsere Visionssätze, als Kirche. Ihr seid Salz und ihr seid das Licht für die Welt. Das sind Gegenstände aus dem Alltag. Salz und Licht, beides ist absolut notwendig. Und es ist nichts extrem Spektakuläres und Krasses, aber es sind Bilder, wo die Gegenstände entwickeln eine Wirkkraft. Salz erhaltet, Konservierung. Salz gibt Geschmack. Salz durchdringt. Salz lässt den Schnee schmelzen in der Schweiz, wenn er dann kommt. Und Licht schenkt Leben. Licht kontrastiert, Licht offenbart, Licht macht sichtbar und gibt Perspektive. Unspektakulär, spektakulär. Das ist das Reich, das Jesus verkörpert hat. So ist er gekommen, um zu dienen. Und wenn wir jetzt das Lichtbeispiel nehmen, ihr seid ja das Licht im Tal, GVC Zürich Oberland, wir sagen, wir sind eine Stadt auf dem Berg, Wind ist umgeben von Hügeln. Aber es sind ja Bildsprachen. Wir möchten als Gläubige, als Nachfolger von Jesus so Lichter sein. Dann haben wir jetzt angeschaut, wie sich das Reich so ausbreitet. Und ein zweiter Aspekt ist aber auch, wie steht es in Bezug zu der Welt. Und dazu finde ich Jesus auch sehr inspirierend. Genau um das Licht sein, sagt er zum Beispiel, dass man die Lampe, die man hat, nicht unter einen Scheffel stellen soll. Das heisst, weil dort nützt sie nichts. Man sieht sie einfach nicht. Also es geht auch um die Art und Weise, wenn wir jetzt das Licht in die Welt herausbringen. Und dazu, wenn wir so ein Thema anschauen, das auch ein bisschen spannungsvoll ist. Es ist wirklich eine Dauerspannung für uns Christen, der Umgang mit unserer Welt. Mit dem, wo wir reingepflanzt sind. Und das ist im Fall schon immer so gewesen. Wenn du das spannungsvoll erlebst, dann kann ich dich da auch vielleicht ein bisschen beruhigen. Das ist nicht etwas Neues. Das hat es schon immer gegeben. Und Jesus hat es vorgelebt. Er ist jetzt mit drin in dieser Welt gelebt. Er ist eben gekommen in die Welt. Er hätte ja im Himmel bleiben können. Aber irgendwie doch anders. Und jetzt, wie macht man das? Und in der Kirchengeschichte hat es da eine Fülle an Art und Weise gegeben, wie das die Christen gemacht haben. Wie sie mit dieser Spannung umgegangen sind von, hey, mit dieser Welt, in dieser Welt, aber doch nicht von dieser Welt. Und die einen haben sich dabei sehr stark zurückgezogen. Ich würde das übertiteln mit so einem extremen Standpunkt von der Weltflucht. Das hat es in der Zeit der Mönchsorden zum Beispiel. Da hat es sogenannte Mönche gegeben, die gesagt haben, hey, ich komme so nicht klar mit dieser Welt. Ich entziehe mich dem völlig. Einfach absoluter Rückzug. Weißt, ich und mein Gott, wir kommen am besten einfach das Zweite klar. Andere wiederum haben die Spannung auch nicht wirklich ausgehalten und sind so in dieser Spannung zerrieben worden, dass sie ihr ganzes christliches Fundament verloren haben, weil sie gesagt haben, irgendwie komme ich da nicht klar. Das würde ich sagen, absolute Anpassung. Es ist eine Durchspannung. Und auch da, wenn wir am Vorbild von Jesus versuchen anzuziefern, bei ihm zu schauen. Und was er uns gezeigt hat, ist, er hat sehr wenig Berührungsängste gehabt mit dieser Welt, in er reingekommen ist. Mit den Lebensrealitäten von seinem Umfeld. Er hat Gemeinschaft mit diesen Leuten gepflegt, wie wir schon angeschaut haben. Er ist zu Leuten essen gegangen, wo andere gefunden haben, hey, das kannst du jetzt wirklich nicht machen als Rabbi. Zum Beispiel zum Zachäus. Und er ist ihnen auf Augenhöhe begegnet. Der Kontakt und das Interesse und Teilhabe am Leben der Menschen um uns herum ist im Vorbild von Jesus eine Kernessenz, wenn wir Sendung leben. Hey, mit offenen Augen. Hey, die Welt nicht gerade einfach mal weit weg von uns weisen, sondern da sein. Und ich finde es so schön, wie das der Paulus dann auch beschreibt, in einem von seinen Briefen an Korinther. Da möchte ich aber auch sagen, das ist jetzt nicht ein Paulus seine absolute Lehrmeinung. Die Briefe von Paulus, besonders der Korintherbrief, ist ein sehr pastoraler Brief. Den hat er geschrieben an eine konkrete Kirche, in einer konkreten Situation. Und
ist noch interessant, könnt ihr mal nachforschen, es hat wahrscheinlich noch mehr von diesen Briefen gegeben. Also wir haben einfach 2 Briefe, die der Paulus an Korinther geschrieben hat, aber der Briefwechsel ist wohl noch weitergegangen und dazwischen hat es noch Briefe gegeben. Also was ich will sagen, das ist sehr ein konkretes Beispiel, aber gleich können wir etwas daraus lernen, auch wenn er argumentiert hat, wenn er mit dieser Welt umgeht. Und ein Text aus dem 1. Korinther, Kapitel 9, hat mich auch noch mal richtig provoziert, was das anbelangt. Er sagt dort, hey, ich wäre ja allen gegenüber frei, weil Christus hat mich frei gemacht und trotzdem mache ich mich selber zum Leibeigenen von allen. Das ist sehr in dem Modell von Jesus, dass man zum Diener wird, oder? Zum Sklav. Und dann sagt er, das mache ich, weil ich die größtmögliche Zahl möchte gewinnen und darum werde ich für die Juden, ein Jude, bin ich ein Jude, er ist ja auch ein Jude gewesen, damit ich Juden gewinnen kann. Und denen, die ihr Leben nicht nach dem Gesetz ausrichten, er meint damit Nicht-Juden, wo er eben auch die Botschaft von Jesus verkündet hat, dann werde ich wie einer, der nicht unter dem Gesetz lebt. Ich verhalte mich so wie so einer. Und dann sagt er, der Schwache wird ein Schwache. Und dann wird es richtig steil. Allen bin ich alles geworden, um so auf jede nur erdenkliche Weise einige Menschen zu retten. Alles werden. Ich habe es gelesen, es hat mich provoziert. Paulus schläft. Und so ein Spruch, der mir gesagt wird, wenn ich beim Essen sage, du, ich bin offen für alles, dann kommt da mit Post wenden. Du weißt, gell, wer offen ist für alles, der ist nicht ganz dicht. Alles werden. Ich meine, es ist schon noch extrem. Es ist sehr extrem. Es ist ein bisschen verrückt. Aber es hat etwas von dieser Haltung drin, von, hey, wir lassen uns ein auf die Menschen um uns herum. Wir werden wahrnehmen, das ist der erste Schritt. Es birgt ein riesiges Potenzial und es ist eine gute Nachricht für dich in dieser Abenteuersendung. Hey, du musst nicht warten, bis Jesus dich an deinen Missionsplatz gesendet hat und gestellt hat. Es gibt das, sehr konkrete Berufungen. Aber du bist im Fall schon berufen, einfach dort, wo du jetzt bist. Dort, wo du drin gepflanzt bist, in deinem Alltag, an deinem Job, wie auch immer der gerade aussieht, an dem Ort, in deiner Nachbarschaft. Wir müssen nicht warten. Du kannst jetzt damit anfangen. Nicht erst dann, sondern jetzt. Und es zeigt auch, dass eben die Menschen, zu denen wir gesendet sind, nicht in irgendein Schema passen. Du musst nicht denken, ich bin so, darum kann ich eigentlich nur die. Das funktioniert irgendwie anders. Du kannst allen begegnen. Und es heisst natürlich auch, manchmal eigene Ansprüche, die man da drin hat und Bedingungen, die man hat, um eine Beziehung zu pflegen, die habe ich auch, gell? Man wählt sich schon noch gerne ein bisschen aus. Vielleicht manchmal auch muss aufgeben. Und Menschen wirklich ein Gegenüber werden lassen. Die einem so erstaunlicherweise einfach immer wieder im Leben aufpoppen. Man hätte es am liebsten gar nicht drin. Kennst du vielleicht auch, gell? Damit sie Jesus erfahren können. Das ist ein Weg von der Demut. Und ich glaube, dass das möglich ist, ohne dass wir dabei alle unsere Werte über Bord werfen. Der Paulus sagt das auch noch schön in dem Text. Vers 21 sagt er, das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Das ist das Gesetz von der Liebe. Lieb Gott, den Herr, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit allem, was du hast. Und lieb den Nächsten wie dich selber. Das ist Orientierung. Das gibt Halt. Das behaltet dich im Auftrag von dieser Liebe. Und es macht dich auffallend anders. Ich glaube, wenn man motiviert durch die Liebe von Gott die Schranken zu den Gegenüber, die wir haben, in unserem Alltag überwindet, dann kann das überraschen. Als Christen sind wir dazu berufen, auffallend anders zu sein. Das war auch ein Merkmal der ersten Christen. Ich habe da ein bisschen nachgeforscht, ich habe es spannend gefunden. Und die frühe Christenheit ist durch ihre Andersartigkeit in ihrem Umfeld aufgefallen. Ich habe so 2 Müsterchen mitgebracht. Das erste ist aus einem Brief, der heißt Brief an Diogenet. Man vermutet, dass das von einem Autor geschrieben ist, der leider unbekannt ist, der den christlichen Glauben verteidigen wollte. Also er war dem gut gesinnt und er hat argumentiert für den christlichen Glauben. Und er hat über Christen geschrieben. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Das ist schräg. Sie sind arm und machen viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Überfluss. Sie werden gekränkt und segnen. Sie werden verspottet und erweisen Ehre. Wow, das sind Zuschreibungen. He? Auffallend anders. Das ist jetzt eher schön. Es hat auch das andere gegeben. Und auch da habe ich schmunzeln, weil es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich bin dann auf eine Person gestoßen, die heißt Lukian von Samosata. Das ist der bedeutendste Satiriker der griechischen Antike gewesen. Er hat so im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt. Und auch er, wie so die Satire so macht, die nimmt Aktualitäten auf, oder? Hat über Christen geschrieben.
Und er hat das natürlich jetzt nicht unbedingt nur positiv gemacht. Er hat sich über sie lustig gemacht, wie das Satire so an sich hat. Und er hat Christen in seinen Schriften als crazy, verrückt beschrieben, weil sie eine Gemeinschaft gebildet haben, wo es keinen Unterschied gegeben hat zwischen Sklaven und Freien und wo alle sich als Brüder und Schwestern behandelt haben. Und er hat gesagt, die haben einen Flick ab. Und hat sich darüber lustig gemacht. Auffallend anders. Die erste Kirche hat Fragen aufgeworfen. Ein paar Leute sind provoziert worden dadurch. Ein paar sind vielleicht vor den Kopf gestoßen worden. Aber es hat auch inspiriert. Wie gesagt, sonst hat sich das Christentum nicht so verbreitet. Und Gott sei Dank sind es heute auch andere Fragen. Ich glaube, das Gleichstellungsthema ist anders präsent. Das ist nicht mehr die Frage. Und da hat das Christentum einen grossen Teil dazu beigetragen. In ganz vielen Fällen hat es die Gleichheit der Menschen ausgezeichnet. Aber es gibt vielleicht andere Fragen, die du aufwerfen kannst in deinem Alltag, bei den Menschen um dich herum. Ich hoffe, dein Leben weckt Fragen. Ich hoffe, du lebst einen fragwürdigen Lebensstil, um es so provokant zu sagen. Vielleicht ist die ganz banale Frage, wieso du heute Morgen wieder mit deinem ganzen Clan, mit deiner WG, mit deiner Familie im Stegenhaus und Lärm gemacht hast. Jeden Sonntag immer um die gleiche Zeit. Hast du die Chance zu sagen, weißt, wir gehen eben jeden Sonntag am gleichen Ort, und zwar in die Kirche. Hey, wenn du in die Kirche gehst, hat das Strahlkraft. Das ist eine geistliche Gewohnheit, die etwas aussagt über dich. So simpel ist es. Du musst gar nicht mehr machen. Vielleicht ist es aber auch ein Pausengespräch, wo du gerade erklärst, wieso du bei der Steuererklärung nicht schummelst. Vielleicht ist es deine Lebensfreude, trotz herausfordernder Umstände, die dein Leben auch kennt. Wo Leute plötzlich sagen, hey, wie kannst du positiv bleiben? Da kannst du vielleicht Antwort geben. Vielleicht ist es deine Hilfsbereitschaft, deine Ehrlichkeit, deine Werthaltungen, die spürbar wären, deine Arbeitsmoral, die du an den Tag legst. Auffallend anders. Ja, das kann Fragen auslösen. Und natürlich ist es dann auch sehr gut, wenn die Fragen kommen, eine Antwort parat hast. Nächste Woche werden wir noch ein bisschen auf das schauen, wie wir sprachfähig werden können. Dann kannst du simpel und einfach sagen, wieso das so ist. Und ja, es kostet Mut. Es kostet Mut, das Maul aufzumachen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus allgemein, gegen Ungerechtigkeiten. Und es kostet Mut, zu vergeben, zum Beispiel. Dann, wenn du ungerecht behandelt worden bist. Oder grosszügig sein. Dann, wenn um einen herum alle genau anders sticken und nur für sich schauen und nie vergeben würden. Das kostet Energie, Kraft, Mut, auffallend anders. Und ja, man kann dann eben vor allem auffallen. Man kann sich auch empören als Christ über vieles und man kann auch dort und da und so auffallend anders sein. Aber ich glaube, eben, zu dem auffallend anders kommt etwas Zweites. Und das war Jesus auch. Wohltuend anders. Wohltuend anders. Und das braucht dann vielleicht nicht nur Mut, sondern auch so eine Vorsilbe, nämlich das DE. Mut und Demut. Im Umgang mit der Welt um uns ist das entscheidend und Christus hat es uns vorgelebt. Er ist den Weg von der Demut gegangen. Es braucht Demut, Antriebe von der Liebe für die Menschen, um nicht nur auffallend, sondern auch wohltuend anders zu sein. Ich war kürzlich wirklich sehr stolz auf die Christenbubble, wo wir ein Teil davon sind. Und eben, wie gesagt, ich bin das auch nicht immer. Und es hat auch in dem Fall gerade wieder Gründe gegeben, um das nicht unbedingt zu sein. Ich erzähle euch gerade, was das war. Aber in dem Fall hat es mich echt stolz gemacht. Und zwar ist vor wenigen Wochen der öffentliche Shitstorm über die Politikerin Sania Ameti eingebrochen. Ich denke, die meisten von euch haben das irgendwo mitbekommen. Sie hat etwas gemacht, das absolut nicht geht, das provoziert. Das macht man nicht. Sie hat mit einer Pistole auf ein Jesus- und Marienbild geschossen und hat das gepostet öffentlich. Und sehr schnell ist sehr viel Gegenwind gekommen. Man hat sie verurteilt, sie hat ihren Job abgegeben, es hat Konsequenzen für sie, keine Frage. In der öffentlichen Diskussion ist dann jemand aufgefallen, und zwar ist das der Co-Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz, wo wir auch uns zugehörig zählen, Andi Bachmann-Roth. Und ich habe es so wohltuend gefunden, was er gemacht hat. Er hat nämlich Stellung genommen zu dem. Er hat gesagt, dass ihn die Aktion auch betrübt, verletzt, irritiert. Aber sein Statement hat er mit den folgenden Worten geschlossen und die haben bei mir Gänsehaut ausgelöst. Frau Ameti, Sie haben um Entschuldigung gebeten. Das hat sie nämlich gemacht, nachdem sie das da hat. Ich für meinen Teil will Ihnen von Herzen vergeben. Was Sie getan haben, hat auch mich irritiert und verletzt. Aber ich will es Ihnen nicht anrechnen.
Step down like Jesus. So ein Schlagwort, das man raushauen kann, oder? Wohltuend anders. Schau, ich glaube, wenn sie in Aktion kommen, und ich glaube, die Aktion verkörpert etwas von dem, dann bewegt es. Hey, und es kostet auch etwas. Und ich weiss, das braucht Mut. Und ich weiss, das braucht Demut, um dann anzustehen und zu sagen, ja, ich will es dir nicht vorhalten. Aber mich hat es bewegt und ich träume davon, dass wir als Nachfolgende von Jesus und als Kirche durch so Aktionen auffallen. In unserem Alltag. Und das ist jetzt eine öffentliche Person, in einer Rolle auch agieren. Das sind wir nicht alle und das ist auch nicht der Anspruch. Aber dort, wo du und ich vielleicht auch dort stehen, weil so Gespräche gibt es auch am Stammtisch und im Vereinslokal und dort, wo du überall bist, können irgendwo so Aussagen zu platzieren. Ich glaube, das hat eine unglaubliche Kraft. Das ist auffallend anders. Und unser grosser Wunsch, auch mit dieser Serie, ist wirklich, dass das nicht nur eine Theorie bleibt. Oder wir möchten lehren über die Themen. Das ist uns wichtig, aber es soll auch im Leben ankommen. Darum haben wir auch so Kurzclips von Menschen, die erzählen, wie sie das machen. Und jetzt heute möchte ich für den letzten Teil dieser Predigt oder dann auch schon für den nächsten Teil des Gottesdienstes euch mitnehmen auf so 4 Schritte, die uns helfen sollen, dass wir selber in die Fußstapfen von dem Jesus treten und Gottes Liebe weitergeben. Wohltuend, demütig, auffallend, unspektakulär, alltäglich. Mit all diesen Elementen. Und das möchten wir machen und ich möchte dich dazu herzlich einladen. Du bist absolut frei, um das mitmachen. Aber manchmal hilft das, um sich so aktivieren mit so 4 Schritten. Und ich habe 4 Zitate mitgebracht. Eins ist ein Bibeltext, das andere sind Aussagen von Menschen, die Kirchengeschichte mitgeprägt haben. Oder sonst ist eins noch ein loses Zitat, wo uns helfen soll, zu sagen, hey, ja, ich will mich irgendwie auch bereit machen auf das. Ich will in das eintreten und möchte auch immer den Gott für das beten. Und so lade ich dich ein, wenn du kannst und möchtest, zu mir zu aufstehen. Gerade in dem Moment, weil manchmal tut das noch schon gut, um zu sagen, hey, mal, ich aktiviere mich. Und dann lassen wir jeweils die Zitate auf uns wirken und dann würde ich kurz beten für das oder kurz still sein, wenn wir zusammen still sind und uns überlegen, was es für uns könnte heissen. Und das Erste haben wir jetzt schon gemacht, die sind aufgestanden und das steht dafür, Bereitschaft zu erstellen. Wenn wir möchten, dem Jesus nachfolgen. Du musst irgendwie parat werden. Oder? Im Sport gibt es auch so Haltungen, die nimmst du ein, wenn du parat bist, bevor du losrennst. Oder? Und ich bin da auf den Bibeltext gestoßen oder mir war die ganze Passage im Sinn, wo der Paulus so eine Anweisung gibt, wie du dich kleiden kannst mit einer Ausrüstung, einer Waffenrüstung, sagt er dem. Das ist so ein bisschen angelehnt an die römische Waffenrüstung natürlich, um eben Nachfolge von Jesus zu treten. Und die Schuhe sind mir aufgefallen und ich habe das auch nochmal stark gefunden, weil es ist wie das Erste, was du brauchst. Da heisst es in Epheser 6,15: Und eure Füße legt als Schuhwerk die Bereitschaft an, die gute Nachricht vom Frieden weiterzutragen. Ich möchte dich einladen, in dem Moment, das wir so auch zu tun, zu sagen, ja, ich lasse mich auf das ein, ich möchte die Schuhe von der Bereitschaft anlegen. Guter Vater im Himmel, liebender Gott, du siehst, wo wir da stehen und du lädst uns ein auf deine Mission und mit einzuschlagen in die Mission und mitzulaufen. Und ja, manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie ein kleines Kind, das eben seine Schuhe noch nicht recht binden kann. Und dann bitte ich dich, dass du uns wirklich hilfst, auch bereit zu werden, um die Schuhe von der Bereitschaft zu erstellen. Du siehst, wo wir stehen, du siehst, was uns herausfordert, du siehst, wo wir sie in die Ecke gestellt haben, du siehst, wo wir eben irgendwie einfach nicht wissen, wie, weil wir den Knopf nicht machen können. Hey, dann versorge uns mit Klettverschlussschuhen oder mit der Möglichkeit, wie wir das können jetzt machen können, dass du uns zeigst, wie es ist. Das können leichte Schuhe sein, Schuhe, die uns wohl am Fuß sitzen. Und ich will dich segnen mit dem, dass wenn du da bist und bereit bist für das, dass du das erleben kannst. Weil die Schuhe nicht schwer sind. Nicht die Militärschuhe, die du zuerst noch 20 Mal Blatter hast, bis du dann endlich sitzt. Das sind Schuhe, die da liegen, wo du laufen kannst, wo du vorwärts gehen kannst. Heiliger Geist, wirkt du das in unserem Leben. Da gibt es so eine zweite Haltung, die wir einnehmen können heute, wenn du es möchtest. Und die symbolisieren wir mit der Hand, die wir aufs Herz legen. Da bin ich inspiriert von einem Zitat von einer der grössten Missionarinnen der letzten Jahrhunderte, würde ich sagen, von der Jackie Pullinger, die ein Ministry in Hongkong aufgebaut hat. Und sie hat so eine gute Passage. Sie sagt, Gott will uns ein weiches Herz
und harte Füße geben. Das Problem ist meistens, dass wir harte Herzen und weiche Füße haben. Das passt auch zum Vorherigen natürlich, aber ich möchte auf das weiche Herz fokussieren und lade dich ein, grosser Gott, dass du unser Herz weich machst. Dass deine Liebe uns als erstes zerbricht. Dass sie uns umhüllt, uns inspiriert, aber auch uns wohltuend wirkt. Wir sind einen kurzen Moment ruhig, um das zu empfangen. Danke, dass deine Liebe die grösste ist, dass sie zuerst ist. Dass wir aus dieser heraus wirken können. Das Nächste, und das ist noch ein bisschen herausfordernd hier im Gottesdienstraum, aber das ist gar nicht so schlecht, du darfst deine Arme ausbreiten. So weit es geht, ohne dass du den anderen abschlägst. Du darfst es auch machen. Und das ist inspiriert von einer Aussage von der Christine Kane. Sie hat viel über das geredet. Ich kann einmal zuhören. Das ist eine ganz simple Aussage auf Englisch. Embrace your place. Umarm den Ort, wo du bist. Das ist eine Inspiration, zu sagen, ich will im Alltag mit offenen Augen und Ohren durchlaufen. Ich will nicht warten, bis dann all das stimmt und passt, sondern sagen, Gott braucht mich. Ich umarme den Ort, wo ich bin. Ob ich ihn jetzt gerade mega cool finde oder nicht. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir so mit diesen offenen Armen auch durch unseren Alltag durchlaufen, dass wir wach sein können, dass wir unsere Arme parat haben. Ich bin mir auch völlig bewusst, dass das manchmal extrem viel Überwindung braucht und das kannst nur du in uns auch helfen. Du kannst uns den Mut geben, du kannst uns da drinnen auch freisetzen. Bitte ich, dass du uns zeigst, und das können du in unseren Familien als allererstes, in unserer Nachbarschaft, in unseren Vereinen, in den Schulbehörden, wo wir sind und natürlich am Arbeitsplatz. Das sind unsere Missionsfelder. Hilf uns, befähige uns. Und jetzt darfst du tief einschnaufen und entspannen, lockern. Und das hat mit dem letzten Zitat zu tun. Das ist auf Englisch eigentlich, also auf Deutsch übersetzt. Das heisst ganz einfach, Liebe buchstabiert man mit Z-E-I-T. Ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Und ich glaube, in dem Ganzen können wir auch jetzt in ein Hamsterrad kommen. Sagen, ich muss noch mal und ich sollte und ich möchte dich mit dem Zitat inspirieren. Fang an bei der Zeit mit Gott. Nimm dir Zeit. Das Ganze ist nicht ein Sprint. Das Ganze ist ein Lebensstil. Nimm dir Zeit, um bei Gott zu sein, um dich von seiner Liebe anstecken zu lassen. Und dann nimm dir auch Zeit für Menschen. Schau, Zeit ist das, was du geben kannst. Und eben, ob es deine Kinder sind, ob es deine Nächsten sind, deine Nachbarn. Zeit ist das, was wir den Menschen schenken können. Es ist notwendig, um ihre Realität kennenzulernen, um mit ihnen in Kontakt zu kommen, um Beziehung zu pflegen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Es ist nicht immer einfach zu rennen und nicht immer nur zu tun, sondern manchmal einfach Zeit zu nehmen. Für die Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen. Ich möchte dich segnen für das, dem heutigen Morgen. Dass du auch kannst unterscheiden, wo das prioritär ist und wo vielleicht weniger. Wo dich etwas ablenkt und wo es jetzt dran ist, um dir Raum zu schaffen. Heiliger Geist, öffne du da die Augen der Herzen. Amen.